Hallo zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne und heute machen wir, wie versprochen, die wunderbar, super easy, super schnellen Journal-Kärtchen. Und die sind nämlich wirklich so extrem einfach. Und zwar will man dazu nur eigentlich eine Buchseite braucht, ein bisschen Schnipsel, ein bisschen vielleicht Kaffee eingefärbtes Häuserli oder Linienpapier und ein paar Stempel. Ja, ich würde sagen, fangen wir gerade sofort an. Es geht so schnell, ihr werdet es sehen. Und es ist so einfach. Als erstes nehmen wir einfach so ein Papier. Wir falten es in der Mitte. Wir falten es in der Mitte. Die Grösse von euren Kärtchen bestimmt eure Buchseite. Weil, oh, das wollte ich aber gerade nicht, so. Weil sie werden einfach so gross wie ein Viertel von dieser Buchseite. So. Wir falten es einmal zusammen, wenn es hier noch so ein bisschen Fötzeli-Zeugs dran hat. Dann schneiden wir das einfach schnell ab. Nur gerade so, einfach so ein Streifchen da, so. Fort mit dem Fatz. Da können wir auch noch schnell haben. Einfach schnell drüber fräsen. Fötzeli-Zeug abschneiden. Ich sollte wieder mal mein Anmesser Klingen abbrechen. Ja, das macht nichts, das lassen wir jetzt so. Das ist nicht so schlimm. Oder ich könnte es schnell mit der Schere. Das ist ja nur mal schnell da. So, kann man natürlich auch. So, das längt. Jetzt lieben wir das zusammen. So, weißt du, da liebe ich es gerade so zusammen. So, weil ich möchte gerne noch ein bisschen von dieser Schrift haben. Und da ist es gerade ein bisschen sehr leer. Also, einmal alles ganz gut einstreichen und dann schaue ich gehe einfach gerade so am Rand noch um, damit auch sicher der Rand ganz gut zugekleimt ist und die Ecken gut sind. So. Zack. Zufalten. Hier auch. Und es ist natürlich auch so, je dickere Buchseite das ich nehme, je dicker das Papier ist, logischerweise, desto dicker wird das Kärtchen. Wenn ich so ganz dünnes Papier nehme, ja, vielleicht ist das dann nicht so geeignet für eine wirklich richtige Karte, wo sollte ein bisschen kartonig sein. Es kann ja sein, dass mir das egal ist. Und sonst könnte ja vielleicht irgendwie zwischen ihnen noch irgendein anderes Papier reinkleben. Ein bisschen zum Verstärken. So, ich habe natürlich wieder mal meine Unterlage eingesaut. Sehr schön. Nicht so schlimm. Ich suche die Mitte. Die ist da. Und ich hacke es abeinander. Und schon habe ich 2 Karten. Und das Ganze noch einmal. So. Und schon habe ich 4 Karten. Prima. So. Da möchten wir gerne noch die Ecken ein bisschen abgerundet haben. Das sind jetzt ein bisschen grössere Buchseiten, als ich das letzte Mal genommen habe. Dementsprechend gibt es ein bisschen grössere Karten.
Zack, und das letzte noch. So, wir werden dann gerade sehen, wie wir hier durchkommen. Weil, wie ihr seht, habe ich da tatsächlich nur ein Stückchen Scrapbook-Papier draufgeklebt, ein zweites Stückchen und auf dieser Seite noch eine eingefärbte Buchseite. Es hat nur 3 Stück Papier drauf, plus ein Stempel. Und hinten noch so ein liniertes, kaffeegefärbtes Papierchen. Es sind 4 Fötzchen. Und dann ist es eigentlich schon fertig. Das ist Wahnsinn, wie wenig Material das es braucht. Ich habe hier jetzt ein recht kleine Fötzchen. Wir schauen einfach mal, wie wir hier zu Schlag kommen. Mal, ich glaube, das ist gut. Ich habe hier noch so ein bisschen Notenpapier gefärbt. Ich glaube, wir sind gar nicht mal so übel. Schau mal, da sind da 4 Papierchen drauf. Ich tue da 4. Nein, das ist ein bisschen viel rosarot. Jetzt kommt wieder meine Entscheidungsfreudigkeit zum Vorschein. So, ja. Also, das ist eine leimige Sache. Alles wird wieder eingeschlirrt. Ich könnte natürlich jedes einzelne Fötzchen noch einmal inken, machen wir aber nicht. Aber wenn euch das besser gefällt, dann bitte, tut euch keinen Zwang an. Inket, bis sich die Balken biegen. Sieht natürlich auch schön aus. Es macht gerade schon einen recht anderen Effekt. Ich möchte aber auch gerne, dass sich das da gut mit der Schrift, die drunter ist, so ein bisschen zusammenfügt zu einem Ganzen. Und dann inke ich das nicht. So. Oder? Ich finde das okay. Wenn wir dann noch Stempel drauf wollen, machen wir das nachher. Und auch die Hinterseite machen wir nachher. Ich wollte jetzt zuerst mal alle die machen. Ich lege es mir gerade einfach schnell ein bisschen drauf, dass ich so ein bisschen den Überblick habe. Einmal so und dann, was wollen wir noch? Ein bisschen Noten. Noch ein bisschen Notenpapier. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Hey, und eben. Ich, wo doch sonst mich immer so schwer tue mit Entscheiden, gell? Und ich könnte jetzt hier stundenlang einfach hier sitzen und die Fötzchen umschieben und mir überlegen, aber das würde doch jetzt auch noch schön aussehen. Und nein, da hat es mir jetzt ein bisschen zu viel rosarot. Aber nein, ich glaube, das ist auch für mich gerade ganz eine gute Übung, so ein bisschen einfach sagen, hey, es kommt so nicht drauf an, es ist egal. Und hey, sorry, wenn es mir nachher einfach nicht gefällt und ich es draufgeleimt habe, dann geht es halt einfach weg. Weißt du, was ich meine? Es sind nur ein bisschen Fötzchen und ein bisschen Leim. So, da haben wir aber jetzt noch ein bisschen Blumen. Oh, schau jetzt, schöne Blumen. Und hier noch ein bisschen. Sehr schön. Oh ja, und mir gefällt halt einfach wirklich immer so das Kaffee eingefärbte Zeug. Und cool finde ich jetzt gerade bei dieser Arbeit, dass ich eine Buchseite nehme, die eben nicht Kaffee gefärbt ist. Und ich nehme einfach so ein paar kaffeegefärbte Fötzchen und es fügt sich wirklich so schön ineinander rein. Ich finde wirklich, das sieht einfach, es sieht toll aus. Man merkt jetzt nicht, oh, das ist einfach verkehrt, dass das untere Papier nicht Kaffee eingefärbt ist. Weißt du, was ich meine? Weil manchmal habe ich ja jetzt nicht gerade ganze kaffeegefärbte Buchseiten parat. Und nachher habe ich eben vielleicht nur gerade so ein paar Fötzchen von einem anderen Projekt. Und dann muss ich nicht noch extra einfärben.
sondern ich nehme einfach, was rum ist. Oh, schau, jetzt haben wir da noch das Bienchen. Das sieht doch herzig aus. Und dann noch der Rest von diesem komischen Mäscheli. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Schrift. Oh ja, schau, da, so würde ich sagen. Hä? Ich glaube, da lange gerade 3. So. Voilà. Was habe ich jetzt gesagt? Das zuerst das, hä? So. So wie. Und können wir uns schon ein bisschen überlegen, was wir dann eigentlich noch für Stempel drauf machen. Also, parat hier gerade so habe ich bei mir Federli. Und ich finde, anstatt immer meine Sommervögel hinten nachher zu säckeln, könnten wir doch wirklich mal ein bisschen mit Federli etwas machen. Blümchen will natürlich auch gehen. Sorry. Sind ihr noch da? Gut. Blümchen könnte man auch machen. Oh ja, und Mosaikstempel habe ich mir noch parat gemacht. Genau. Ja, das sehen wir dann. Also, das Washi-Tape nehmen wir jetzt heute nicht. Ich habe hier auch Washi-Tape drauf, da zum Beispiel. Kann man natürlich auch. Sieht auch ganz toll aus. Gibt wunderbare Effekte. Aber jetzt machen wir die Hinterseite und da habe ich so liniertes Papier genommen. Das ist ganz ein feines Notizbüchlein, wo das war, mit ganz feinen Linien, wo ich Kaffee eingefärbt habe. Von dem habe ich gerade nicht mehr, aber ich habe dafür so Häuselpapier, Kaffee gefärbt. Dann nehmen wir einfach das. Weil es soll eine Karte werden. Jetzt müssen wir schon schauen, dass wir gerade sind. Ja, sind wir. Sieht man ja. Es soll eine Karte werden, wo man hinten etwas draufschreiben kann. Das ist so der Plan. So, und zwar relativ viel Schreibplatz hätten wir gerne. Möglichst das Geschriebene ein bisschen überdecken. Dann haben wir hier noch ein schmales. Das sieht vielleicht noch cool aus. Das schmales, langes. Ja, und, oh, das ist eine Riesenfläche. Also, da könnten wir vielleicht mal 2 da unten noch eins, so ein schmales. Da ist noch so ein Tassli-Ring. Das gefällt mir auch immer so gut. So, genau. Ist gekauft, kleben wir drauf. Natürlich wieder mal schön auf meiner Unterlage reiben, damit wir möglichst ein grosses Geschmier haben. Voilà. Aber es ist ja nur Stiftleim und der ist ja super gut wasserlöslich. Da kann man einfach ein bisschen abputzen. Mit einem wasserfesten Leim würde ich jetzt vielleicht nicht gerade so sorglos auf meiner Unterlage umeinander leimen. Das habe ich doch auch schon gemacht. Und gesehen, wie es rauskommt, dass man das Zeug fast nicht mehr abbringt. Nur mit ganz, ganz fest reiben und dann gehen auch die Linien ab. Und darum habe ich das dann irgendwann sein. Hier. Genau. Sie funktioniert ja gleich noch. Man kann ja gleich noch drauf schneiden. So. Die letzte habe ich da eben auch noch Kaffee gefärbt drauf und jetzt habe ich hier noch überall die Flecken. Ich muss dann die jetzt sowieso gleich wieder putzen. Also nachher, das meine ich natürlich. So, dann kommt es auf ein paar Leimfleckchen auch nicht mehr drauf an. So, das wäre schon unsere Rückseite. So sieht das aus. Und
ja, jetzt fängt die Imkerei wieder an. Bei denen da habe ich mit Walnussstein geinkt. Bei denen da habe ich mit so einem Violet, wo ich gerade nicht mehr weiss, wie es heisst. Wie wollen wir die machen? Wie wollen wir die? Wenn wir die mal irgendwie so... Habe ich irgendwie das Rosa, glaube ich. Ich habe... Saltwater Taffy. Meinst du, das kommt gut? Oh, ich habe da gar kein Dingsbums. Dann nehmen wir halt den Schwamm, also das Make-up. Schwämmli. Schauen mal. Ah ja, irgendwas passt mega herzig zu diesen Röseli. Finde ich, sieht super aus. So, lieg. Aber vielleicht mache ich dann auch noch ein ganz kleines schwarzes Rändchen drüber rein. Einfach damit noch ein bisschen mehr Kontrast reinkommt. Aber hey, man kann einfach jede Farbe nehmen, die einem gefällt. Man könnte jetzt da jedes eine andere Farbe machen. Zum Beispiel. Was natürlich auch super würde passen zum Kaffee gefärbten ist Vintage Photo, finde ich, passt sehr gut. Oder, was würde jetzt da sonst noch passen? Man kann natürlich eine Farbe nehmen, die es jetzt da nur ganz wenig drauf hat, wie zum Beispiel so ein Grün. Irgend so ein moosiges Grün würde natürlich da jetzt auch noch recht schön aussehen. Dann hat man nochmal einen anderen Kontrast dazu. Hier auch, oder? Überall so ein gräuliches. Ja, bei den Distress Inks hat es ja aller Gattungsfarben. Da findet man ja zu jedem Farbton irgendetwas, das passt. Und selbst wenn man den mal nicht hat, kann man eben mit 2 Farben, wenn man das ein bisschen zusammenmischt oder übereinander drüber geht, bringt man auch immer wunderbare Farbtöne her. So, und wie gesagt, ich möchte noch mit Schwarz einmal ganz feines Rändchen machen. Wenn ich Schwarz finden würde. Da, das war gar nicht weit vor. So. Also. Einfach nur, um dem Ganzen noch ein bisschen einen deutlicheren Rahmen zu geben. Wirklich nur hier. Also, ich weiss nicht einmal, ob man es gut sieht in der Kamera. Der Unterschied. Der Unterschied? Wenn wir den Unterschied schauen. Mama, man sieht ihn schon, hä? Also komm. Wirklich, ich probiere nur Kanten zu machen. He? Gar nicht da noch so gross drauf schmieren. So nicht, oder? Aber selbst wenn, das macht nichts, das sieht auch gut aus. Ja. So. Ich finde es gut. So, nachher, was nehmen wir für einen Stempel? Nehmen wir Federli oder Mosaik? Ich wäre mal für Mosaik. Wir können immer noch das eine oder andere Federli drauf machen. Schauen wir, wie es kommt. Also, halt oben und unten. So, da. Die meine ich. Das würde auch gut passen. Ich wäre für den. Ich wäre für den.
Ja. Und ich mache es schwarz, weil es einfach meiner Meinung nach jetzt gerade am besten da zu dem ganzen Geschmäus passt. Aha. Machen wir auch einen. Ha? Ich finde es gut. Ich finde es gut. Da machen wir einen halben. Und da noch einen halben. Es ist schon ein bisschen dunkel jetzt gerade, aber es macht nichts. So. Ist echt rum. Vor allem ein bisschen schön drauf geschmiert, dann wird nachher alles voll. Ja, der ist jetzt halt ein bisschen krumm, gell? Das ist egal. So, und dafür machen wir auch noch hier noch einen. Ja, gut. Es sieht irgendwie auf den ersten Blick so ein bisschen aus wie ein Zusammensetzteil. Egal. So. Nice, schön. Oder fast ein bisschen wie ein Schneeflocken, einfach so auf die Schnelle. Aber nein, ich finde es gut. Ich finde es gut. Da. Und jetzt hinten. Komm, jetzt machen wir doch hinten einfach Federli. Ich finde doch Federli super. Das. So. Ah, schön. Und da eins. Und da eins. Und da könnten wir so eins machen. Eins, das gerade so wie oben runterfliegt. So. Aha, weißt du was? Da haben wir gar nicht so richtig auf der Hinterseite. Die Hinterseite gar nicht richtig geinkt. Merke ich gerade. Das müssen wir doch hier noch schnell durchsäckeln. Mit dem Rosa. So, lieg. Jawohl. Mhm. So, und ich finde jetzt, also das ist wirklich unglaublich schnell gegangen, die Karte zu machen. Nur mit der Buchseite. In meinem Fall mit 2 Buchseiten. Ihr habt es mitbekommen. Ein paar Schnipsel und ein paar Stempel. Das ist alles, was es braucht. Es ist so schnell gemacht und je nachdem, was ich für Schnipsel mache, kann ich einfach jede Stilrichtung, die ich Lust habe, machen. Und es sieht einfach immer cool aus. Es sieht einfach cool aus. Was meinst du? Was findest du? Sind wir hure schnell durchgefräst. Da passt wunderbar. Oh, da kommt noch etwas raus. In unser wunderschönes Junk Journal, das wir gemacht haben. Ja. Ich glaube fast, wir müssen dann ein anderes Mal noch ein bisschen mehr Täschchen machen, wo wir die ganzen Journalkarten dann reinfüllen können. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, hoffentlich. Es war mega schön. Es hat mich mega gefreut, mit euch zusammen das zu machen. Ich hoffe, ihr habt auch gerade ein bisschen mitbasteln. Oder ihr speichert euch vielleicht das Video für, wenn ihr das nächste Mal gerade so am Basteln sind. Ihr dürft auch gerne einen Daumen hoch geben. Ihr dürft auch gerne meinen Kanal abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst, wenn wir zusammen ein bisschen etwas Cooles basteln wollen. Tschüss!